Salut an herzlich willkommen bei Lux Play. Haut mal ein bisschen anderer Folge. Und zwar dreht sich haut alles im D3. Wir wissen, dass das zwar schon ein bisschen hier, trotzdem wollte mir schnenke alt Highlights an als Andrick vom Event zusammenfassen. Nerf this! EA huet wie bei de letzte Jahre schon 400 eigentliche E3 hier d EA Play Event gehabt. Aber genau wie die letzten Jahren war doch ziemlich angestand. Angefangen hat EA mit ihrer größten Ankündigung, Star Wars Jedi Fallen Order für Respawn Entertainment, die durch Titanfall-Spieler bekannt sind. Attention all units. We've lost contact with our troops stationed at cargo pad 119 Galaxy. Keep to your posts and stay alert. Das Spiel wirkt auf den nächsten Blick nur Force Unleashed mit Dark Souls Elemente. An den ersten Eindruck war für die meisten Leute enttäuschend, weil das Spiel extrem linear ausgesehen hat. Die Entwickler haben aber schon versichert, dass es echt ein Metroidvania ist. Für Battlefield 5 goufen dann noch eine ganze Reihe neuem Content angekündigt. Neue Maps, Waffen und der Pazifik als Spielkulisse. Sowie neue Kompetitiv-Modus, den ein bisschen mehr schnelle Gameplay verspricht. Dann gouf es noch ein bisschen mehr ungewöhnlichen Deal zu Anthem. Es gouf kein Gameplay und noch keine Ankündigungen dazu. Nimm eine Konfirmation, dass es noch drüber geschafft wird. An den Entwickler, den Verzweiflung auf die Stirn geschrieben ist. Aufgesehen davon waren halt Sportspieler. FIFA 20, Madden 20, etc. Das kennt ihr auch schon. Fans von diesen Spieler wissen wahrscheinlich sowieso schon mehr wie ich, also Mannschaft mal weiter. Offiziell losgegangen ist D3 dann den Tag drauf mit der Xbox-Konferenz. Opener war der First-Person-RPG The Outer Worlds von Obsidian. Everything we owe to them. Direkt danach wurde das nächste Spiel von den Hellblade-Entwickler Ninja Theory vorgestellt. Bleeding Edge. Das ist ein Multiplayer-Spiel am Genre von Overwatch und noch mit einem ganz ähnlichen Artstyle. Den Twist ist aber, dass es kein Shooter ist, mit dem großen Fokus auf Nahkampf. Danach gab es dann noch endlich ein Release-Datum für Ori and the Will of the Wisps, und zwar könnte den 11. Februar 2020. Zusätzlich gouf Minecraft Dungeons angekündigt, Minecraft-Spiel ganz am Stil von Diablo. Der größte Highlight von der ganzen E3 aber wird wahrscheinlich CD Projekt Red gebracht. Es gab einen neuen CG-Trailer zum Cyberpunk 2077, der eine ganz besondere Überraschung zum Schluss hat. Kein anderen wie die Keanu Reeves aus mit dabei bei Cyberpunk 2077. Die Überraschung gouf noch mehr groß, wie die Keanu Reeves dann noch direkt auf der Bühne von der PK abgetaucht ist und direkt von den neuesten Memes kreiert wird. You're breathtaking! Am Ehren du gegangen ist, wird also noch direkt das Release-Datum vom 16. April 2020 mitgedeelt. Then check this out. Dönner goufen net Ukennegungen und Ukennegungen. Am ganze goufen das 60 Spieler zu gesehen, dürfen werden so ungefähr andere bei Release direkt auf den Game Pass kommen. Apropos Game Pass. Microsoft hat Game Pass für PC angekündigt. Und auch Game Pass Ultimate, wo der Game Pass für Xbox und PC enthalten sind, und sogar Xbox Live Gold für online zu zocken. Das Ganze soll dann immer 14,99 € im Monat kosten. Aber wer bis den 30. Juni zugreift, kriegt der Monat für 1 €. Wenn aber schon Gold oder Game Pass hört, kriegt sein rechtlich Main umgewandelt, andere Monat oben drauf.
Gears 5 kriegt einen neuen Modus, den Escape heißt. An der Map-Editor direkt dabei. Gears Pop sieht aber leider nur ein 0815 Handyspiel aus. Zur Story von Gears 5 gibt es leider nichts Neues, außer dem Trailer und Musik von Billie Eilish erlöscht. Für mich zu sehen muss ich wohl bis Gamescom werden. Gerücht, dass den Game of Thrones Schöpfer George R.R. Martin zusammen mit From Software in einem Spiel schafft, hat sich als wahr entpuppt. Und mir kommt noch direkt den Announcement-Trailer dazu. Den hat uns aber überhaupt nicht viel verraten, außer das Spiel heißt an nicht Arm gehen. Eine Frau, die sich falschen Arm ausstreckt, an der brennenden Tipp, der ganz offensichtlich aus Berserk geklaut wurde. Als kriegen den Ausschuss gouf dann ein Teaser zur nächster Xbox-Konsole mit dem Projekt Project Scarlet. It eats monsters for breakfast. I hope you're ready. Please don't die. Halo Infinite kriegt dann auch noch direkt einen Trailer, den das Ingame-Material vom Opening vom Spiel besteht. Das Spiel geht der Launch-Titel für Scarlet, kommt aber trotzdem für die Xbox One und PC raus. Yes! 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 Ah ja, an können neue Battletoads. Bethesda tritt an ein Fettnäpfchen um anderen. Sie haben ihr PK nämlich damit angefangen, dass der Elder Scrolls Blades, das Handyspiel, für Switch könnt. Auch wenn du mich persönlich fragt, ist das nicht wirklich der beste Opener für T3. Dünner kommt den Todd Howard auf die Bühne und hat zugestanden, dass sie mit Fallout 76 verkackt haben. And we got a lot of well-deserved criticism. Und direkt dünner 2 Gratis-Erweiterungen angekündigt, für drin gut zu machen. Und zwar geht es lo Battle Royale für das Spiel, am Ende des Jahres könnte Wastelanders DLC den NPC zurück ans Spiel bringt und mit eigenen Questlines also bei einem kompletten Dialogsystem. Are you with us? With them? Der Shinji Mikami hat auch direkt sein altes Spiel Ghostwire Tokyo angekündigt. Das soll das aber kein Survival-Horrorspiel sein, mehr ein Actionspiel mit Horrorelementen. Ghostwire Tokyo. Für es mehr vom Spiel zu erklären, kommt Dono Everybody's Favorite New Waifu auf die Bühne, die Kuma Nakamura, der Creative Director vom Spielers, und mit seinem Akzent an Aderweis all Herz am Salz zum Schmelzen gebracht wird. Am Spiel verschwanden auf mysteriös Aderweis Leute, und dem Spieler herauszufinden, worum es leid, und dabei paranormal, anormale Geschehnisse abzudecken. Da gouf nach Deathloop angekündigt. Ein Spiel, an dem 2 Profikiller sich in Gurgel wollen. Mehr wie sie leider aber noch nicht dazu. Donno gouf dann bisschen Neues zu Wolfenstein und ein bisschen Gebraddels über Cloud Gaming. Bis es dann endlich soweit war, an dem Doom Eternal gegangen ist. Dazu gouf es neue Gameplay und verspricht genau das, was sich erhofft. Mehr Blut, mehr Waffen, mehr Dämonen und natürlich Kette sehen nach ganz viel Gore. Wen der Viergänger gespielt hat, weiß genau, was ihn zu erwarten hat, und das gouf mit Tonne mehr Action auf den Druck gepackt. Doom 2016 war zwar schon schnell, mehr so agil wie lo war Doom Slayer noch nie. Rauskommen soll das Ganze dann am 22. November dieses Jahres. So, das war der mein Beitrag. Fällt süß nach dem Glück sein. Ja, moin Glück. Jo, so, wie sieht man den Beitrag für die 3 aus? Wie Beitrag? Den Anfang möchte Devolver Digital. Als ein Hommage an Nintendo Direct wird es Jahr Devolver Digital gewesen, dass auch sie so eine Videopräsentation rocken können.
Neben einer ziemlich verreckter Präsentation goufen aber auch verschiedene Spieler, die gewisse goufen. Ein davon ist Fall Guys. Überlebt gegen 99 andere Leute Parcours angedeelt an multiple Runden mit verschiedenen Hindernissen am Takeshis Castle-Stil. Er zielt das am Spiel ziemlich einfach. Sieht die letzten Überlebenden an gewandt Crown. Auch wenn ein bisschen nur nach Gameplay gewisse gouf, geseitet schon wirklich witzig aus. Von witzig kommen wir auch zu grotesk. An Carrion bekämpft ihr nicht den Parasit, der sieht den Parasit. Frisch aus dem Labor ankommen, sehen natürlich hungrig. Aber das ist so ein Parasit, am liebsten frischt und nach warm Menschenfleisch. Da ist es schon praktisch, dass in so einem Labor schon ein paar Leute schaffen. Bewegt er fleischig mastig Tentakeln und genießt das präsentierte Buffet. Für die hat ihr, die aber nicht bis 20 warten wollen, für etwas von Devolver Digital zu spielen, haben die Fähig mit Devolver Bootleg eine Sammlung und Hommagen von 8 von ihren eigenen Spielern, von Enter the Gun Dungeon bis hin zu Hotline Milwaukee. Für 4 Euro auf Steam kann es durchgehören. Wenn ihr aber echt ein Arcade-Spieler seid, als Enter the Gungeon, House of the Gun, das vielleicht genau das Richtige für euch. Kämpft dich allein oder mit deinem Kollegen durch verschiedene Dungeons und nutzt der Lightgun, für die zombifizierte Patronen aufzuwehren. Das ist schon ziemlich verreckt, muss ich sagen. Damit wir aber dann auch schon alles für die Devolver Digital Präsentation gesagt. Die Präsentation selber war speziell, aber auch ziemlich gut für zu gucken. Dafür guckt euch einfach mal an. Ein anderer Publisher, den man zu einer Präsentation punkten konnte, war Ubisoft. Gestartet gouf mit einem Orchester, das Publikum durch eine Reihe und Assassin's Creed Trailer begleitet hat. Nur Orchester war das große Spiel von Ubisoft in der Runderei, Watch Dogs Legion. Mit ganz viel Gameplay gouf du dann auch das größte Feature von Watch Dogs Legion gewesen. Die könnt jeder in der Spielwelt spielen. An weit liegt sie doch schon verraten hatten, spielt sich das Kehr alles an London auf. Mam John Berntal, bekannt aus The Walking Dead und aus der Punisher-Serie, hat auch Ubisoft bekannt gesehen auf der Bühne. Aber in der Teen war der Blickfang von der Bühne mehr sein Hund, welchen ihm ganz brav Gesellschaft gelegt wird. Präsentiert wird ihn Ghost Recon Breakpoint. Den Division 2 DLC Roadmap gouf dann auch gewesen. Eine Überraschung! Am 3. DLC geht es zurück an New York. Auch von der Rainbow Six Front goufen Neuigkeiten. Mit Rainbow Six Quarantine schickt Ubisoft 3 Spieler in Kopfschlacht gegen Mutated Alien. 2020 sollte noch schon soweit sein. Neben Uplay Plus einen neuen Subscription-Plan, yes! Endlich kann ich suchen, pro Monat aus dem Fenster geheuen, gouft von Sam Fisher Neuigkeiten, obwohl die auch nicht ausgefallen sind, wen sich das vielleicht gedacht hat. Tom Clancy's Elite Squad, einen Mobile-Titel, worin ihr mit dem Sam Fisher auch eine ganz Reihe anderer Ubisoft-Helden an gefasster Steuern die FGW könnt. Und auch den Roller Derby ist noch nicht tot. Roller Champions heißt das Spiel, was schon ein bisschen Rocket League erinnert. 2 Teams von 3 Leuten spielen gegen den und probieren, einen Ball in den Goal zu schießen. Soweit so klar. Dabei muss sich beim Ball auf ein Rundgefühl gehen, für dann noch einen Punkt am Ball zu machen. Für die Gegner aber darum zu steuern, ist es natürlich auch möglich, den zu tackeln. Aber das klingt schon ziemlich fein, aber mir freut es auch schon drauf. Zu guter Letzt goufen dann noch nach Informationen zu einem neuen Spiel von den Assassin's Creed Odyssey machen. Gods and Monsters. Viele gewissen gouf noch nicht, aber der Stil erinnert schon an Breath of the Wild an das Setting von der griechischen Mythologie als die perfekte Spielwiese für eine Open World. Als nächste Präsentation kommt dann noch schon Square Enix und die haben das gewissen, ob das schon viel Leute worden, der Final Fantasy VII Remake. Aber was sie genau gewesen haben, das war ganz viel Gameplay und vor allem das Kampfsystem, dem wirklich interessant schenkt. Durch den Active Time Battle gemischt mit aktiven Kämpfen, die bauen den Active Time Battle Meter ab, an dem der ganz mal schlägt, könnt dann an den gewissen Active Time Battle Modus gehen, wo alles drin mehr Schmied losgeht und könnt dann Fähigkeiten aktivieren, wie Summonings oder magische Fähigkeiten. Wechseln zwischen Teammembern ist dann auch möglich, so könnt ihr zum Beispiel zum Bout wechseln und dann mit seiner Fernkampfwaffe Gegner auch an der Distanz angreifen. Und dann go auch nach das gewesen, ob das wir schon alle Gute lang waren. Tifa gouf endlich gewesen und hat gesagt,
super aus. Den Hummer, wirklich gut. An der Release Date gouf natürlich dann auch noch so ganz nebenbei erwähnt. Den 3. März 2020 ist endlich soweit. 2 Blu-ray-Disken und es spielt nimmer noch mitgehen. Ja, die Drischscheieren, nimmer mitgehen. Den 8-Stunden-Deal ganz am Anfang vom Spiel, wo halt nimmer 8 Stunden dauert, der so ausgebaut ging, dass da so 2 Blu-rays muss passen. Krass. Aber wie viele Personen da nur noch kommen, weiß ich noch nicht. Also, freuen wir euch schon ein paar E3en mit Final Fantasy 7. Das war dann aber nicht alles für Final Fantasy. Es kommt eine Remaster für Final Fantasy 8 für das Jahr angekündigt, ein Crystal Chronicles Remaster für das Jahr. Und für alle Spieler von Final Fantasy 14 Online kennt dann noch am Juli den Shadowbringer raus als neue Erweiterung. Naja, wir kriegen da wohl noch ein bisschen Final Fantasy zu spielen. Das ist aber nicht mehr Final Fantasy auf der Square Enix PK gauf. Das war jetzt noch die neue IPs von hinnen. Mit Outriders, Chicken People Can Fly Developer von Bulletstorm und Gears of War Judgment ein ganz neues Spiel antrennen. Es ist ein Dreier-Koop und soll sich auf einem Alien-Planet draufspielen. Der Release ist für Sommer 2020 gedauert, aber bis dahin hoffen wir, dass wir noch ein paar Gameplay-Szenen zu Gesicht kriegen. Mit Oninaki wollen dann noch die Entwickler von IMZ Tsuna Tokyo RPG Factory weisen, das sieht nach immer drauf hin. Die gezeichneten Charaktere an Echtzeitkampf feiert sich geheiert. An den August soll schon soweit sein. Obwohl sich dann aber noch ein bisschen gedulden muss, a Circuit Superstars. Das ist ein Top-Down-Racing-Game mit schicker Grafik. Soll laut Developer ein Arcade-Racing-Feeling haben, aber mit einem realistischen Fuhrmodell. Klingt ziemlich interessant, leider gibt es nicht viel Gameplay, aber den Trailer oder das, was sie gewesen haben, hat schon relativ gut ausgesehen. Der Release ist für 2020, ein genaues Datum ist aber noch nicht bekannt. Zum Schluss von der Square Enix PK gibt es dann noch den zweiten Highlight, Marvel's Avengers von Crystal Dynamics. Es gab kein Gameplay gewesen, aber dafür ein relativ schicker Render-Trailer. Die Spielwerkcharaktere goufen dann natürlich auch vielgestaltet. Den Iron Man, Hulk, Black Widow und der Captain America. Sie gesehen nur den Marvel-Filme ein bisschen früher aus, weil die Gesichter schon ein bisschen kennt, haben aber dafür immens gut spricht. Den Iron Man geht zum Beispiel von Nolan North geschwatzt, den Nathan Drake aus Uncharted, den Hulk kriegt man Troy Baker, den Joel aus The Last of Us. Es soll sich immer storybasiert 5-Spieler-Koop-Spiel handeln, das auch online gezockt kann gehen. Ein Service-Spiel, wobei die Inhalte gratis sind. Ja, du richtig hören. Keine Lootboxen, alles für lau. An der 15. Mai 2020 kriegen wir hoffentlich ein gutes Spiel, das langt worden rechtfertigt. Als Lastpräsentation war dann auch Nintendo dabei. Sie war nicht live, dafür aber ein gut gefüllten Nintendo Direct. An angefangen gouft noch direkt schon mit Luigi's Mansion 3. Das Kehr geht an einem von Geister bewohnten Total. Und mit seinen neuen Staubsauger kommen dann auch noch dabei ganz neue Fähigkeiten. Der Slam, den Suction Shot und der Burst. Geister bekämpfen und ersaugen. Das ist auch Luigi Mansion 3 im Motto. Aber das Kehr sind nicht allein. Die hat den Luigi auf ihrer Seite. Und den kann zwischen Gitterstäbe gleiten und unbeschüttet Picke laufen. Schon ziemlich praktische Kerl. Daneben tut er noch den Scarescraper-Modus, wo der am 8-Spieler-Koop gegen den Untreten kennt. Der Release-Date ist nicht genau bekannt, aber 2019, also das Jahr, sollte noch soweit sein. An ein Nintendo Direct wäre kein Nintendo Direct ohne Zelda. Mit Legend of Zelda Link's Awakening gouft dann noch neue Gameplay gewesen und den ersten Dungeon Bustler, den es dann auch ans Spiel gepackt hat. Den 20.09.2019 können wir uns darum an Schlacht wagen. Mit Trials of Mana kennt Remake von dem an Japan bekannten Spiel Seiken Densetsu 3 auch endlich an Europa heraus. Und das Anfang 2020. Daneben sind dann noch die ersten Originalteile an der Collection of Mana auf der Switch spielbar. Und mit No More Heroes 3 kennt ihr noch den dritten Teil aus der No More Heroes Saga. Und das soll direkt der Nachfolger sein vom Switch-Teil No More Heroes Travis Strikes Back. Und 2020 soll schon soweit sein. Da können wir immer mit Travis die ehrwürdiges Abenteuer erleben. Und dann kommen wir nach zu einer wirklich interessanter News, muss ich sagen. The Witcher geht zum Switcher. Nach diesem Jahr darf auch den Geralt von Riva auf ihrer Switch spielen. Für die Animal Crossing Fans an der Stelle nicht nach mir lang warten zu lassen, hat Nintendo dann auch dem Animal Crossing New Horizons ein Release-Date verpasst.
An dat 28.03.2020. Eng einsam Insel, Angeln, Dekorieren a Gärtnerin. Dat ass war déger Wort an Animal Crossing. Aber Prinzip ass wahrscheinlich schon bekannt fir die meescht. Wat awer nei dabei kennt ass e Crafting-System, mat dem der nei Mefle kennt bauen an nei Schaffgeschick kennt hierstellen. Et ass wenn bis du hinne, awer mehr Sylo schon gespannt wie sech dat Spiele wär. An natierlech gouf doch zu Super Smash Bros. Neuigkeiten. Neue DLC-Charaktere goufen ugekënnecht. Dorënner den Dragon Quest halt fir de Summer an die beleefte Bier-Vogel-Kombo vun Rare. Den Banjo-Kazooie huet das Super Smash Bros. Gepackt an dat scho fir den Hircht. Dorops fremeist du das schon. An zum Schluss huet Nintendo da mo ganz so nie vorbei wahrscheinlich dat gréessten Highlight vun der E3 des Jahr ausgepackt. Breath of the Wild 2 is now in development. Wow, Thomas hunnech net gerechent. Net schlecht Nintendo. Well played. Und dat waren dann auch schon Präsentationen von diesem Jahr. Ich hoffe, dir hat Spaß. Und ich hoffe, dass auch dir das ein oder andere Spiel von Töt, ob da der schon frei wird für nächstes Jahr oder noch vielleicht das Jahr.